So, hallo. Es geht weiter mit der nächsten Folge von The Witcher Wild Hunt. Genau, was haben wir jetzt letztes Mal gesehen? Letztes Mal haben wir da die Quest mit dem Greif fertig gemacht und wir haben gelernt, wo es sich Yennefer aufhaltet. Was? Und das werden wir doch auch machen gerade, oder? Wir werden jetzt zu Wesemir gehen. Und, obwohl, weißt du, das können wir natürlich schon anschauen. Wir haben Geld. Und, nein, weißt du was, lassen wir es lieber. Weil, wir werden noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und, in neue Rüstung und Waffen kann man ja erst dann investieren. Ich werde dich auspeitschen. Weil jetzt unnötig Geld verschwenden, ja, das sollen wir ja auch nicht. Man muss ja bedacht sein mit seinen Finanzen haben. Es gilt genau gleich im Realleben, wie es in der Spielwelt auch ist. So. Okay, jetzt sind wir in Weißgarten. Keine Ahnung wieso Geralt die Schlägereiposition da reingekommen ist, aber hey. Ist halt Geralt, oder? Ist der krasse Hexer. Yennefer ist in Vizima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Die Mängel von heute Morgen. Ja, und wer ist das? Wer ist das? Patrioten trinken die 7. Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns haushalten. Nur dieses eine Mal. Einfach gesagt. Oder gemacht, oder? Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Litka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Der! Lass mich los! Oh oh! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar? Und dann sagst du Wesemir, wir sollen das aushalten. Hexer sollen angeblich unsere Kinder Stimmt stehlen. das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land? Wie Eure einst den Eier. Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Das meine ich, oder? Es sind genau solche Sachen, die mich im Glauben bestärken, dass Hexer nicht wirklich patriotische Wesen können sein. Ich meine, es wird überall gehasst. Der. Oh mein Gott. Lecker Arsch. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. Undankbares Pack. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir.
Ah. Geralt. Er sieht tief betroffen davon aus. Schade. Hm? Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Schlägerei. Eher Massaker. The fuck. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vizima. Macht die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emreis. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Mit Yennefer wollen wir es gut haben. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nasair und Vicuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Wesemir. Und bis bald. Oder um wie viel älter Wesemir ist? Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Geralt und Yennefer sind um die 100 Jahre alt. Ah, Wesemir ist älter als Geralt. Nee. Er ist älter. Ja, er ist älter. Ich weiß nicht wieso, aber die Szene erinnert mich immer an Herr der Ringe. Erster Teil. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Nicht dort einer. Zuerst schon. Das jetzt noch kommt. Was dann? Ja, dort. Los jetzt! Wo Ringgeister Frodo und die Elfenmaid folgen. Namen habe ich jetzt vergessen. Es ist gleich inszeniert. Nice! Timing von Yennefer ist ja gut. Das ist gekonnte Hexerin. Gekonnte Hexe. Nach der Audienz. Das im vollen Galopp so präzise anbringst, ja, dann checkst du was.
Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vizima. Wie es der Geralt genießt. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Bergère Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Das ist ja lustig, weißt du, weil ja, wenn du Bücher gelesen hast, dann weißt du, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. der Geralt eigentlich den Emhyr von einer Flucht befreit hat. Und er eigentlich überhaupt... Er soll ihm dankbar sein, aber er ist es nicht. Er ist ein Schwein. Ja, weißt du, es Gut. Bart kann man Und dann bekomme ich eine Maniküre? Wenn die Zeit bleibt. Leider ist der Tag kurz und die Liste der empfehlenswerten hygienischen und kosmetischen Maßnahmen für den Herrn recht lang. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvrand Voorhis, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Natürlich, jetzt muss man den Speicherstand von Witcher 2 jedoch unabdinglich. updaten. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort, unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Ich habe Witcher 2 gespielt und ich glaube, bei meinem Durchspielen habe ich ihn umgebracht, weil er das Arschloch war. Weil er so hochnäsig benutzt hat während der Belagerung. Darum gehe ich auch mit der ersten Entscheidung. Foltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der La Valettes niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was kann ein Baron einem Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Bergen begeben. Die Frage ist, wie? Stimmt, da ist auch die zwei Entscheidungen. Was habe ich gemacht? Bin ich mit Jorveth gegangen oder mit Vernon Roche? Ich glaube, mit Vernon bin ich gegangen. Ja, ich glaube, ich bin mit Vernon gegangen. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Weil die Rebellenelfen sind so als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Yes. Als würde er selber einfach hier gehen, oder?
kann Roschko Anais dann... Ja, wenn du die Trissretter sagst, dann stirbt glaube Anais. Aber bin nicht ganz sicher. Aber ich, bei meinem Durchspiel bin ich zu Anais gegangen, weil ich denke dann, ein kleines Mädchen retten ist wichtiger. Und Triss ist ein Magier, sie hätte sich selber aushelfen können. Ja. So sehe ich das nicht. Ich habe einem Freund geholfen, ein Kind zu retten. Anais war nicht irgendein Kind. Sie war ein Bauer in einem Spiel, das du nicht verstanden hast. Du und Roche habt sie nicht gerettet. Ihr habt sie höchstens übers Brett geschoben. Und den Konflikt angefacht. Die ist nicht ganz unschuldig. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Nein, ich habe sie nicht entkommen. Es war auch ein hochnäsiges Arschloch. Gerade wenn ich so an meine Witcher 2 Spiel zurückdenke. Ich weiß nicht, ob ich all die richtige Entscheidung getroffen habe. Sie war eher eine alte Bekannte. Nicht so nah, dass ich sie betrauert hätte. Nah genug, dass ich weiß, dass sie es verdient hatte. Er glaubt, er allein wüsste, was gut und was böse ist. Und das gäbe ihm das Recht, Gerechtigkeit zu wirken. Ja, ich hätte nur so hat dein Kollege Leto von Guleta dich beschrieben. Recht präzise, würde ich sagen. Mein Kollege, euer Agent. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Ja, ich habe Leto nicht umgebracht gehabt. Weil auch, wenn ich das, was ich gemacht habe, nicht gut gefunden habe, irgendwie im Kampf hat sich eine Freundschaft irgendwie zwischen uns. Und ich kann nicht töten. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ich freue mich schon auf die nächste Sequenz. Ja. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Mach ich doch gern. Schwarz, schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Jetzt können wir unser Gewand wählen. Und natürlich werden wir zu schöne Verzierungen wählen. Und das gefällt mir nicht, das sieht auch lustig aus, das kann man auch nicht. Nein, muss ganz mal anschauen. Ja, und natürlich muss ich das jetzt anlegen. Nein. So, jetzt sind wir schön angezogen, rasiert. Jetzt können wir uns hier auf Emrys präsentieren. Komm, Kollege, bring mich zu dem Chef. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Unheimlich. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja.
Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird von dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Kein Wildschwein. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Ja, kommt drauf an. Sehe er Ist eine her. Perspektivfrage. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Ja, so ist noch, sich Der den Boden Herr lecken. dies üben. Heilandsack. Was ist jetzt? Rechtes Bein, nein. Hände, links Bein nach hinten, Hände an die Seite. Linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Ich glaube, die verändert die Text immer wieder. Ja. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Die beleidigt mich andauernd, wer läuft. Ja, Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ich frage mich, wie sie mal das Volltest in Ding sie Hauptsitz gewesen. Ich kann mich erinnern. Imgrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morvut, hier war Reis. Verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area eb to orde. Evelien namin wat gern war. Ja. Bei jedem Durchspielen mache ich immer etwas anderes. Weil ich immer vergesse, dass es Arschloch ist, wenn du So viele Monate an Volltesthof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Das Bild. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Es scheint mir, als niemand außer für Geralt seinen näheren Freundeskreis nimmt es irgendwie ernst, dass Ciri seine Leihtochter ist. Aber für Geralt ist das eigentlich recht signifikant, weil es ist aus dem Ding, aus dem Gesetz des Schicksals, also Gesetz der Überraschung ist es ja dann. Und sie sind so quasi vom Schicksal aneinander gebunden. Ja, aber ich tue es nur für Ciri natürlich. Meine Liebe. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit?
Bring ihn zur Zauberin. Ich kann den Typ nicht leiden. Aber in den Büchern ist man viel besser. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Bist böse. Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Ja, genau, darum hast du Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Hereward II., Prinz von Elander. Bisher es war in Novigrad. Annen, Ratslieden in Enne. Es tun SSAO an Nen verheer. Es sieht, Tasside F, Jansan, Nen, Matzin, Nen von Flotel. Hinter mir das Schöne Orte, wie sieht man. Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Haare zu holen. Ja, ja, schon recht. Angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Ja. Zu viel Details wollen wir auch nicht wissen. Augenblick bitte, Exzellenz. Unterhalten, nicht in dir. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emirs Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Sieh Anna an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Arroganz von der Hexer. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Ist schon eigentlich krass. In den Büchern erfahrt man spezifischere Details dazu und das ist nicht wirklich sehr schön. Echt pervers sogar. Und ja, etwas kurz zu der Beziehung zu Yen und Geralt.
Die sind ja irgendwie so zueinander angezogen, weil sie so quasi ganz am Anfang, beim ersten Buch ist glaube ich, tut ja der Geralt einen Djinn, glaube ein Djinn-Ding attackieren oder irgendwie erledigen versuchen und dann kommt einen Wunsch über, kommt er einen Wunsch über und er sagt, dass halt er wünscht sich, dass jener in ihn verliebt wäre. Und seitdem haben sie so quasi wie einen Fluch oder halt einen magischen Bund aufeinander. Es wird natürlich später in der Geschichte von Witcher 3 Wild Hunt ein bisschen genauer erläutert. Und ja, kann man ein bisschen dort weiter zu dem Thema reden. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An 2 Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Wer? Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Jener kann Triss nicht leiden. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kehrtrolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Wenn ich Geralt so emotional erlebe. Ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Es ist keine Ausrede, Jen. Tatsache, Amnestika. Ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Ja, in dem Fall ja. Dann machen wir es doch auf den Weg. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Var-Atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Nein, Jen, ich werd ich sein, okay? Ich nicht einfach meinen Charakter ändern, weil du mich sicher zurückwünschen. So. Nein, über die Welt wollen wir nicht viel wissen. Zu interessant sind die Änderungen auch wieder nicht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Schon Tag. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Ja, gib mir meine Zeug zurück. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. 1000 Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter. Ach, so halt schnell wie Fresse, möglich. was geht dich an? Er hat was in dieser Richtung erwähnt. Ke Ejar Herser Eb an Luit. Das ist als hätte das, was der Ding mir gesagt hat, als wäre es so an mir vorbeigegangen, aber jetzt will er es mir sagen, nicht mehr gesagt. Wer bist du? So. Silberschwert. Das ja, jetzt werden wir alles zurückrüsten. Gut. Gut,
dann würde ich mal sagen, beenden wir die Episode hier. Und dann fängt ja auch schon die Suche nach Serie an. Wird immer interessanter natürlich. Danke fürs Zuschauen. Simod out.